Da, bei den anderen 11 Aposteln, ist Peter aufgestiegen und hat angefangen zu sagen für das Volk: Meine Freunde und der all, wo in der Stadt wohnen, hört, was ich euch sage. Die Leute da sind nicht genug. Was in der Wirklichkeit am passieren ist, was der Prophet Joel gesagt hat. Ist das, was ich mache an den letzten Tagen, sagt Gott. Jawohl, ich schüre meinen Geist über mein Diener und in diesen Tagen tue ich auch mein Aussehen bekannt machen. Dann, all die, die vom Herrn seine Hilfe verlangen, werden gerettet. Peter hat weiter gesagt: Leute von Israel, durch Jesus hat Herrgott viele und große Wunder gemacht zwischen euch, wie ihr es gut wisst. Herrgott, durch sein eigener Wille und Kenntnis, hat's schon abgemacht, dass Jesus in euer Herrn abgegeben werdet. Und der selber hat ihn umgebracht, durch die Hände von schlechten Leuten, die ihn bekreuzt haben. Aber Gott hat ihn belebt und hat ihn befreit von der Tod seiner Kraft, weil das war nicht möglich, dass der Tod ihn dominieren kann. Und Peter hat noch das gesagt: Gott hat den Jesus belebt und wir sind all Zeit davon, weil Jesus ist genommen gibt, für sich auf dem Herrgott sein Rechtszeit hoge, sein Vater, wo ihm der Heilige Geist gegeben hat, wie er es versprochen hat. Und Jesus hat der Heilige Geist ewig uns geschützt, so wie der es jetzt hört und sieht. Das ganze Volk von Israel muss es ganz klar haben, dass der Jesus, wo der bekreuzt hat, der ist, wo Gott Herr und Messias gemacht hat.